Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Reaction und heute mit dem Nilay zusammen und zwar auf Swisscom Takeover. Das, was wir dann vor mehr als einem Jahr gemacht haben, wo wir durch ganz Europa gereist sind. Da wollen wir jetzt darauf reagieren, wie wir nochmal sehen, wie es uns dann ergangen ist. Moin Marc. Ja moin, übrigens, ja, hallo. Also was ich dazu noch sagen kann, Prag war eine der schönsten Städte, wo wir jetzt da waren. Das haben wir am besten gepasst. Ja, also rein von Optik her. Also, ja. Oder nein, nicht nur von Optik her, auch von den Leuten her. Sie waren einfach sympathischer als in anderen Städten, muss man auch sagen. Ja, wirklich. Also Prag war sehr nice. Prag hat mir gefallen von der Stadt her. Challenge, naja. Aber die Stadt war wirklich cool. Das Hotel war auch geil, wo wir drin waren. Das war wirklich auch geil. Und du hast noch, jeden Morgen sind wir zum Starbucks gegangen. Jeden Morgen? 2 Morgen, oder? Ja. und du hast dann irgendein Girl verarscht am Telefon, das weiß ich noch. Bro, die war so los. Oh mein Gott. Aber das ist jetzt eine zu lange Story zum Ausholen. Ja, das ist jetzt eine lange Story zum Ausholen, ja. Also, wir gehen rein in die Reaktion, oder? Ja, rein in die Masse. Also, Abfahrt. Okay. Ein bisschen Osterhasen. Du hast beschissen? Hallo zusammen und willkommen zurück zum Swisscom Takeover mit dem Milo und mit dem Marc. Ihr habt es gesehen, wir waren schon zu Venedig. Dort haben wir gegeneinander ein Versteckis quasi gemacht. Ja, genau. Haben wir beide das In-One Mobile Go gehabt. Nachher waren wir zu Budapest. Dort hatte ich das In-One Mobile Go gehabt. Und du hast beschissen. Aber du hast das Ding geschissen. Ja, aber das war mehr Beschiss. Jedenfalls steht es jetzt 2:1 für den Maelo. Oder genau, beim ersten Mal war es unentschieden, 1:1. Und jetzt 2:1. Aber, ich kann dir schon nicht sagen, Was? mit dieser Hä? Ich check es irgendwie nicht. Ah, logisch, mal unentschieden und dann, ja, okay, sorry. Nicht vergiss es einfach. Aber einfach, wie wir beide, schon nur die Optik in einem Jahr schon viel sich geändert oder so. Ey, Hure Alter. Ey, ich erkenne mich fast nicht wieder im Fall. Das ist crazy. Und das war letztes Jahr, das ist nicht lang her. Aber in 1,5 Jahren kann sich eben viel tun. Ich meine, du bist jetzt 15, nicht mehr 14. Ja. Bist jetzt langsam mit Pubertät gekommen, da tut sich halt auch einiges. Corona verändert, ja, Corona hat uns verändert. Corona verändert, ja. Okay. Das stimmt. Challenge bekomme ich jetzt In-One Mobile Go und du hast beschissen. Also das war jetzt wirklich ein richtiger Beschiss. Ist das so schlimm gewesen? Hast du das so schlimm Ja, ich habe noch verloren. Ist gut, du bekommst es. Du bekommst Also. aber dann würde ich sagen, ziehen wir uns gerade vom Marcel Ja, warte Challenge schnell. ein, oder? Wir haben noch gar nicht gesagt, wir sind in Prag, es ist wunderschön. Wir haben natürlich wieder den Marcel am Start auf unserem Tablet, der uns die nächste Challenge wird vortragen. Let's go. Legende. Ich bin für einen Challenge. Wenn ich verloren habe, habt ihr beide 2 dicke Füße. Und wir haben uns entschieden, das Problem mit euch anzugehen. Wiederum kann jemand ein In-One Mobile Go brauchen und die andere Person nicht. Ob das diesmal wirklich ein Vorteil ist, werden wir sehen. Das Ziel der Challenge ist, ihr müsst eine Polka tanzen. Ihr treffen euch morgen am 12 Uhr im Wellnessstudio Belcorpo Barandov bei der Pavlina. Pavlina ist eine grosse Polka-Tänzerin. Die Person ohne Abonnement wird eine 30-minütige Lesson von der Pavlina bekommen. Die andere Person muss sich Tanzkünste irgendwie sonst beibringen. Mit den Tutorials zum Beispiel. Nachher werdet ihr das via Livestream auf Zürich schicken. Und unsere Jury entscheidet, wer von euch der beste Tänzer ist. Ja. Unsere Jury, So, jetzt vergesst ihr nicht noch den Pavlina lieber Gruß. Den Gruß richte ich dir auf jeden Fall aus, wenn ich dort meine Tanzlehrerin habe. Oder? Wie unfair ist das jetzt gerade? Nein, ohne Witz. Aber da ist es schon sicher gewesen, dass du eben das Abo nicht darfst brauchen und nicht darf mit der Tanzlehrerin üben, oder? Mal, ich darf das Abo brauchen. Also, Aber ja, du darfst das Abo brauchen, sorry, darfst- ja, du musst das Abo brauchen. Deine Enttäuschung in deinem Gesicht, unglaublich. Also Real Talk, es hat mich dann überhaupt nicht gekratzt. Aber ich wollte im Video so tun, als wäre es unfair. Das ist mir doch scheißegal gewesen. Ja, mir hat's gefühlt wahrscheinlich sogar noch eher gekratzt, weil ich dachte, ey, jetzt muss ich noch schnurren mit der so mäßig. Und der, Ja, nee. weil ich meine, die Pavlina ist auch eine grosse Polka-Tänzerin und du als kleiner Mann.
Ja. Ja, genau das habe ich gedacht. Bei der schönen Ausblick über Prag. Du lachst jetzt, ich finde es verdammt unfair. Ja, aber gut, ich blamiere mich sogar noch vor der Tanzlehrerin. Das stimmt, du wirst dich blamieren. Ich werde mich nicht blamieren, weil ihr wisst jetzt, ich kann es aber brauchen. Und wie ihr vielleicht auch wisst, habe ich nicht 2 linke Füße. Ja, weißt du was? Ich freue mich. Also Ja. eigentlich nicht, ich kann nicht tanzen. Ja, darum lernst du es also. Ja. Ciao, tschüss, ciao, Bis morgen. ciao. So, wir sind im Tanzstudio. Wir sind hier angekommen. Wir haben eine Profi-Tänzerin hier. Profi-Tänzerin. Vor allem sie kein Wort verstanden von dem, was wir hier gesagt haben. Und die hat sich wahrscheinlich gedacht, ja! Hey, ich weiß auch nicht, ey, aber das generell, die Challenges, ja, irgendwie, es ist ja schon eine coole Idee gewesen, es hätte so viel cooler können sein, Mann. Mann, es hätte verdammt geil können sein. Aber es soll nicht sein. Ja, scheißegal. Egal, scheiß drauf. Introduce yourself to the camera, please. Hi, my name is Pamina. I'm from Prague and I'm looking forward for dancing and teaching. Greetings from Marcel, the guy from Swisscom. Wow, thank you very much. It's so good getting dancing. Yeah, I've heard. Normally. Acting, Alter. Acting, 11 von 10, also, oh Mann, Ja. Alter, scheiße. Oh, Mann, Alter! Ey, das Acting, das tut mir wirklich, das tut mir schon ein bisschen weh. Es tut mir auch weh. Und vor allem, mir tut auch der Ton weh. Vom Video. Bro, was ist das für ein Ton? Kann es noch mehr Man haben? hört nichts. Man kann es noch mehr hauen und noch leislicher sein. Es ist... No, nein, aber wir müssen da den Sven verteidigen, weil beim Sven ist in Venedig sein Mikrofon ins Meer gekillt. Stimmt. Ja. Das darf man im Endeffekt gleich nicht vergessen. I know I'm a great dancer. You're gonna practice with him, and I'm gonna practice with YouTube tutorials and learn to dance the polka. In diesem Video sieht es aus, als wäre es echt nur rechts Tag, linker Tag, rechts Tag, linker Tag und dann noch ein bisschen drehen. Ach, Tag, 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 Tag. Ich kann es nicht. Aber fit bin ich, wie man sieht. Einfach allgemein für einen Pump natürlich. Dass ich dann von der Pavlina auch einfach sexy aussehe. Der in diesem Tutorial macht es richtig kompliziert, er macht noch irgendwie andere Advanced Schritte. Aber ich nehme jetzt mal an, die üben nicht die Advanced Schritte, die der Milo kann absolut nicht tanzen halt. Das sieht so lustig aus. Ich natürlich schon. hübsch. Ich bin Polka quasi schon eine Legende. oh nee. Also ich kann perfekt tanzen mittlerweile. Parat für Choreo bin ich. Ich bin schon parat gewesen, bevor ich überhaupt anfange zu üben. Ich zeige einfach nur noch meine Performance und ich lasse die von mir noch sprechen. Unsere Jury in der Schweiz ist jetzt ready, der Flavio Stucki. Aber wieso hat eigentlich der Flavio Stucki unseren Tanz bewertet? Kann mir das etwas sagen? Alter, was ist das für ein Video, Mann? Wieso bewertet der Flavio Stucki unsere Tänze? Wirklich, kommen wir nicht raus. Und vor allem, es hat doch geheißen, in einem Livestream, wir haben ihm einfach auf WhatsApp per Telefon angerufen. Ja, den habe ich eben noch nicht auf Twitch gestreamt. Legende. Tanzlegende. Ja, Tanzlegende. Das bessere Jury kann man sich glaube ich nicht aussuchen. Sprachanruf, so. Das ist halt wirklich easy, ich kann mir jetzt einfach anrufen. Ja. Stucki. Das geht. Ja, wie man sieht, geht es mit dem Inone Mobile Go super, einfach mit dem Stucki hier. Milo fährt jetzt mal an und der Stucki gibt uns ehrlich Feedback, welches besser ist. Ich bin gespannt. Can I start with playing music? Yes. Okay. Hast du etwas verstanden? Was sie gesehen hat? Can I start with playing music? Alright. Žádný tip už dneska nepomůže. Kvetou, zmatnou, lístečky z nich spadnou, jako slzy moje na tu trávu chladnou. Irgendwie haben es geschafft. Stucki hit mich mit dem Feedback. Ja, also für das ich mich null mit dem Tanz auskenne und jetzt ein Feedback geben, okay. Es hat Aber wieso hätte er das im Video überhaupt können sagen? Super, dass ich mich null mit dem Tanz auskenne. Ah ja, okay, chillig. Unsere Jury in der Schweiz. Ja, ich weiß auch nicht, Alter. Der Stucki sieht aber aus, wirklich professionell. ausgesehen, das Rumhopsen im Kreis, ein bisschen osterhasig gewesen, würde ich sagen. Osterhasig, ja, Oster ist noch nicht lange Das her. mit den Umdrehungen, das fand ich sehr schön.
Ah, okay. Okay. Das berührt mich sehr. Okay, los, Achtung. Žádný tip už dneska nepomůže. Kvetou, zmatnou, lístečky z nich spadnou, jako slzy moje na tu trávu chladnou. Ja, nichts gemacht. Ty jsi nelitoval modré oči. Já And thank you! Was ist? Slow-Mo? Slow-Mo? Ich dachte, irgendein Fail ist passiert, den ich nicht gesehen habe oder so. Ja, ja. Weil es Slow-Motion macht. Er hat einfach gedacht, ein bisschen Abwechslung im Video, machen wir noch Slow-Motion rein. Wie soll ich sagen? Es war great gewesen, wie vorher auch. Es hat auch ein bisschen weniger energiereich ausgesehen. Du bist nicht so komplett wie auch, muss ich sagen, das ist positiv, aber durch das hat natürlich einfach so ein bisschen der Zug gefehlt. Es hat so ein bisschen ausgesehen, wenn du so die würdest mitziehen würdest. Ja. Ich weiss nicht, ob es so gedacht war, aber es hat ausgesehen, wie wenn die Tanzlehrerin den Tanz dominiert und du einfach so mit Tänzeln bist. Das ist bei Milo ein bisschen weniger der Fall gewesen. Ja, ich muss sagen, wirklich bei dir hast du den Tanz wirklich dominiert, Milo. Marc, Ja, ich glaube auch. 7,5 Punkte. Im Milo gebe ich 8,5 Punkte. Go! It is how it is. For me, it's 8. Oh! Okay, thank you. Okay. But for you, it's 9. So Die dritte Challenge haben wir gewonnen. Die Ahnung vom Tanzen. Also, aber ich glaube, das liegt wirklich nur daran, dass ich eine Lehrerin gegeben habe. Ich kann beide nicht gut tanzen, aber ich habe ein bisschen besser tanzen, sagen wir es so. Stucki, danke vielmals für dein Feedback, auch wenn du mir keine gute Note hast gegeben. Spaß. Ja, wünsche dir auf jeden Fall noch viel Spaß in der Schweiz. Aber kein Problem, hey. Ich schicke dir die Rechnung. Ist Ja, gut. tipptopp. Also. Mit dem Abo ist alles super gegangen, aber mit YouTube hat es dann noch ein bisschen gelangt. Also, ihr habt ehrlich gesehen, wie ich habe geübt. Ich habe eigentlich perfekt geübt, ich habe mich perfekt vorbereitet. Also, Tutorials haben wir schon reinziehen. Das Ja, war nicht das das Problem. schon, ja. gewesen. Du bist einfach nicht gut genug gewesen. Das ist es. Nein, das macht mir einfach gar nicht aus. Nein, Ja. mach's nicht aus. Nein. Wo gehst du jetzt her? Oh nein. Cringe. Cringe. Klar. Nach dem Album droppen so, oder wie? Ja, nach dem Album droppt es jetzt wieder wirklich so aus. Oh Mann, Alter. Ist nicht alles klar. Ich wollte mich gar nicht hier irgendwie beschweren. Ich wollte gar nicht irgendwie sagen, der Milo war im Vorteil, weil ihr kennt es, ich bin ein guter Verlierer. Gleich hat natürlich alles super geklappt beim Inone Mobile Go. Und übrigens, ihr habt im Fall die Chance, das Inone Mobile Go zu gewinnen, indem ihr den Link in der Videobeschreibung anklickt. Aber weißt du was? Ich gehe jetzt noch ein bisschen weiterrennen, sorry. Ich habe es immer noch nicht ganz verdaut, muss ich sagen. Halbzeit schon mit 3-1 bin ich vor. Venedig unentschieden. Budapest habe ich gewonnen mit meinen bombastischen Kochskills. Und jetzt nochmal gewonnen mit meinem Tanz. Also ihr tanzt wie Wie ein junger Gott, ein oder? junger Gott. Also was man kann sagen, also das Abo hat mir eigentlich immer weitergeholfen. Ich glaube, ohne Abo wäre ich komplett verloren gewesen. Er kann einfach nichts, der macht einfach Ich kann nicht außer verlieren. Verlieren kann ich natürlich. Nein, aber ich würde sagen, bei der nächsten Challenge würde ich die absolut rasieren. Im Fall. Ich muss es ein bisschen aufholen. Er muss aufholen. Ich muss ja, aufholen. Also Aber es ist wirklich gäbig, wenn wir mal Mobile Go keine Probleme hier zurechtkommen. Also, wir finden immer unser Hotel, wenn wir irgendwo sind und nicht wissen, Scheiße, wo müssen wir durch, einfach schnell nachschauen, es ist verdammt gäbig. Aber weißt du was? Jetzt bin ich gespannt, was als nächstes hergeht. Das werden wir sehen im Zug. Und dort wird nämlich auch die nächste Genau, ja. Challenge gerade übergeben von Marcel. ja, dann genießen wir jetzt noch ein bisschen Brat. Ja, wir genießen es jetzt noch ein bisschen. Jetzt machen wir schnell ein Selfie hier mit der Kamera. Nee, wir haben hier kein WLAN. Hey Mann, jetzt habe ich eine Cola bestellt. Sie hat kein Internet hier. Ein Foto mit 3 Burgern in der Hand. Oh, aber der Burger dort. Mashallah. Mashallah, wirklich. Der Vincent Wiegen war das, der vegan Burger. Der Burger war wirklich Legende. Hey. Leute, am 11. Dezember 2020 kommt meine allererste Single raus. Déjà Vu heisst sie. Und wer die nicht auscheckt,
auf YouTube oder auf Spotify, auf Apple Music, scheißegal wo, es kommt überall. Der ist einfach ein Wichser, ganz ehrlich. Ich habe jetzt das ganze Jahr lang am Album gearbeitet und ich würde mich hure freuen, wenn ihr am 11. Dezember die erste Single hören. Merci vielmals, peace. Und wenn ihr die Single nicht hört, dann ist der Marc nämlich genau so, wie er gerade im Video war, am Brüllen am Boden dort irgendwo in Prag. Er zögert gerade auf Prag, wenn die Single nicht gehört kommt von euch. Also lasst ein Like da, abonniert den Kanal und